Hallo und herzlich willkommen bei Inspire Yourself, der Podcast rund ums Thema von der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Antonella Patitucci und ich werde dir meine Tools und Erfahrungen weitergeben und viele spannende Gäste einladen, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Für weitere Inspirationen folgt mir sehr gerne auf Instagram @Antonella_Patitucci. Aber jetzt, lass uns starten. Schön bist du da. Heute widme ich die Folge nicht nur dir, sondern auch ein bisschen mir selber, weil ich rede über ein Thema, das gerade aktuell bei mir mich die letzte Woche gerade selber sehr beschäftigt hat. Und darum habe ich gedacht, hey Antonella, rede genau über das, was du aktuell gerade selber durchgehst und ein bisschen analysieren, wie du dort wieder rausgekommen bist und teile das doch gerade mit allen. Und darum ist das Thema heute, was kannst du machen, wenn du dich komplett überfordert fühlst? Für die einen, die vielleicht meinen Podcast oder mich auf Instagram verfolgt haben, mitbekommen, dass ich 2 Wochen in Mexiko war. Und ich war so frei und alles war so easy. Ich habe mal wirklich 2 Wochen nicht gearbeitet. Vielleicht, ich weiss, ist das für die einen völlig normal, aber da ich so viel liebe, was ich mache, ist es bei mir eher selten, dass ich mal nicht schaffe, weil es sich halt einfach nicht unbedingt wie Arbeiten anfühlt. Und ich habe die letzten 4 Jahre auf jeder Reise mega viel Content produziert, Fotos gemacht, Videos gemacht. Und das ist das erste Mal, wo ich wirklich für mich gegangen bin. Und dementsprechend, als ich zurückgekommen bin, habe ich mich komplett überfahren gefühlt. Es hat sich so angefühlt, als würde alles auf mich aufprasseln, als wäre alles zu viel. Ich bin so in Schleudern gekommen in der 2. Woche, nachdem ich zurück bin. Und nach so der 2. Woche ist wirklich so der Glow, die Entspanntheit ist irgendwie verloren gegangen. Und ich habe für mich erkennen, wenn du innerlich mit dir einen Konflikt hast, spürst du den halt im Aussen. Also im Aussen ist mir gespiegelt worden, wow, es ist gerade mega viel zu tun, du hast jetzt 3 Firmen zum Leiten, du musst jetzt funktionieren, man muss gar nicht, aber ich habe das gedacht und es war einfach ein bisschen viel gewesen, und ich habe gemerkt, wow, okay, ich muss etwas ändern. Ich kann nicht einfach von dem glowy, plowy, alles super in Mexiko zurückkommen und mich einfach in Arbeit hineinschmeißen. Und das Spannende war, ich konnte dort wieder erkennen, dass ich zu kurz gekommen bin. Ich hatte in mir das Gefühl, weil ich jetzt 2 Wochen Pause machen darf, muss ich jetzt ja wieder arbeiten. Weil ich kennst das und ich muss jetzt ja wieder da sein. Ich kann ja schliesslich 2 Wochen jetzt Pause machen. Und gerade wenn du vielleicht in Teams schaffst, wo noch andere involviert sind, habe ich ab und zu noch ein schlechtes Gewissen und denke, also ich muss jetzt da schon ein bisschen Gas geben. Und dementsprechend habe ich mich ein bisschen vernachlässigt in diesen 2 Wochen und habe mich extrem überfordert gefühlt. Das ist mir alles zu viel geworden und ich habe dann in mir so eine Unruhe gespürt, habe nicht gut einschlafen. Und dann, ja, vielleicht kennst du das, wenn du im Aussen spiegelt es dir dann das so wie eine Art ein Konflikt. Und das im Aussen sich vom Leben überfordert fühlen, ist eigentlich immer, nicht eigentlich, es ist immer ein Zeichen, dass du in dir drinnen einen Konflikt hast. Das heisst, wenn du dich gerade überfordert fühlen in irgendeiner Situation, das Gefühl hast, oh, ich mag nicht, das ist mir alles zu viel, ich kriege keine Luft, dann zeigt dir dein Leben, dein Umstand lediglich, dass du im Innen in Disbalance bist. Und darum möchte ich dir heute ein paar Tipps teilen, wie du wieder in deine Balance kommst und warum es überhaupt zu so einer Disbalance kommt. Ich habe für mich beobachtet, dass wenn du sehr oft Nein sagst zu dir selber und es allen anderen möchtest recht machen, dann bist du ja immer an letzter Stelle. Also ich kenne das mega gut. Ich habe jahrelang immer alle an erste Stelle gesetzt, nur mich nicht. Ich bin wirklich immer als Letztes gekommen, habe nie mir erlaubt, dass ich mal Nein sage und dafür mir gut schaue, sondern ich habe geschaut, dass es allen anderen gut geht, dass es der Familie gut geht, den Freunden gut geht, dem Partner gut geht. Und wenn es dann allen gut gegangen ist und dann noch Zeit war, was dann meistens nicht mehr war, bin dann mal ich gekommen. Vielleicht kennst du das. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, wow, ich bin so eine gute, ich bin so eine gütige Person, ich gebe und gebe und gebe. Ja. Und mittlerweile habe ich erkennen, nein, das ist natürlich nicht, dass ich jetzt eine gütige Person bin, sondern es ist fast schon
Aufopferung und hinter dieser Aufopferung ist ja meistens ein Bedürfnis. Vielleicht das Bedürfnis, anerkannt zu werden, gesehen zu werden, ein Lob zu bekommen oder irgend sonst, vielleicht spürst du für dich jetzt gerade etwas, einen Impuls, der aufkommt. Und das ist in meinen Augen überhaupt nicht gesund. Und es hat nicht mit «du bist so ein guter Mensch» zu tun, sondern wir stellen in dem Moment jemand anders wichtiger stellen als uns selber. Und das ist in meinen Augen definitiv nicht gesund. Und dort kannst du wie für dich vielleicht erkennen, vielleicht kennst du es von deinem Leben und bist auch so eine Person oder vielleicht auch so eine Person gewesen, die gerne sich aufopfert und gerne allen anderen hilft und vielleicht aber auch noch ein bisschen den Glauben hast, ja, aber ich bin halt so eine Gute, ich schaue ja allen. Versteh mich nicht falsch, es ist eine wunderschöne Eigenschaft, dass du anderen helfen möchtest. Jedoch, ja, kennst du mich, ich tue gerne Fakten auf den Tisch legen und die tun dann ein bisschen hart. Es ist so ein Gutmensch, so ein Gutmensch-Stempel, den du dir selber gibst, um dich selber gut zu fühlen, aber eigentlich nützt es niemandem etwas. Weil es klingt immer so heldenhaft, wenn wir allen anderen helfen wollen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir zuerst uns mal selber helfen. Weil du kannst erst jemand anderen unterstützen, jemand anderem helfen, wenn du in deine Kraft kommst. Und das Ziel ist, dass du in deine Kraft kommst, so wie alle um dich herum auch. Und es ist nicht deine Aufgabe, alle anderen in ihre Kraft zu bringen, was auch gar nicht möglich ist, sondern dass du bei dir ankommst. Und das hatte ich extrem lange gehabt. Ich habe gedacht, ich bin die Heldin des Tages. Und habe mich dann auch noch gut gefühlt, bis ich erkennen konnte, ja, vielleicht doch nicht. Vielleicht habe ich einfach so festes Bedürfnis, dass man mich gern hat und dadurch habe ich jahrelang allen anderen etwas zurecht gemacht und etwas Gutes gemacht und andere Bedürfnisse vor meine eigenen gestellt. Ein weiterer Grund, warum du vielleicht in eine Disbalance könntest rutschen, ist, dass du allen Erwartungen im Aussen möchtest gerecht werden. Es schließt vielleicht ein bisschen am ersten Punkt an, aber es geht wirklich dort um Erwartungen. Was haben die Leute im Aussen für Erwartungen an dich oder vielleicht auch du selber an dich? Und musst du die wirklich erfüllen? Ist es das Ziel im Leben, allen ihre Erwartungen zu erfüllen? Fuck, nein. Und löse dich von dem. Und oftmals, ich komme dann später wahrscheinlich nochmal dazu zu sprechen, ist, wenn du mit etwas in Konflikt bist. Das heisst, du hast zum Beispiel das Gefühl, du hast eine Erwartungshaltung an dich, du musst jetzt das und das meistern. Dann gibt es so einen inneren Konflikt, so eine innere Spannung. Vielleicht kennst du das Gefühl, wo du denkst, ich muss und es staut sich alles an, du kannst nicht richtig schnaufen, der Hals wird eng, es ist anstrengend. Ich mache dann auch immer gerne in meinen Coachings zum Beispiel die Übung, wo du beide Füße aneinander hebst. Für die jetzt das Video also den Podcast als Video schauen auf YouTube, die sehen es. Und du das so zusammendrückst und drückst, bis es so richtig Spannung gibt. Kannst du ja gerne mitmachen. Und jetzt spür mal die Spannung. Das ist die hohe Erwartung an dich selber. Und du bist in einem Konflikt, dass du jetzt noch nicht so gut bist, wie du bist, weil deine Erwartung ist ja, du musst ja jetzt schon so sein, du bist aber jetzt im Moment erst da, das regt dich auf. Und jetzt lass mal den Konflikt los, die Spannung los. Das passiert eigentlich meistens, wenn du in einer Disbalance bist. Du kämpfst gegen etwas, was im Moment ist. Und dann hast du, wenn du von außen eine Erwartung hast, oftmals, also ich gehöre eher zu der Person, Mensch, der sehr hohe Erwartungen an mich selber immer hatte. Hey, ich hatte eine Messlatte, das hast du gar nicht erreichen. Und es hat immer noch besser müssen sein und noch besser. Ich habe das so ein bisschen eintrichtert bekommen, das Gefühl hatte, ich bin liebenswert und mein Selbstwert ist besser, wenn ich das und das leiste, was absoluter fucking Bullshit ist. Aber um was es geht, ist, wenn du die Spannung aufbaust als Übung und man merkst, gegen was kämpfst du gerade überhaupt und dann loslässt, dann kommst du in die Akzeptanz, dass es jetzt halt so ist, wie es ist. Und dass es okay ist, dass du dort bist, wo du gerade bist.
Und automatisch entspannen sich deine Gedanken, es entspannt sich der Zustand von Stress, von das Gefühl haben, ich muss jetzt überall anrennen. Das heisst, du kannst wirklich für dich gerne überlegen, okay, in was in mir drin bin ich gerade im Konflikt oder auch im Aussen. Und der Konflikt, die Spannung, erzeugen wir immer selber. Auch wenn aussen jemand in einen Konflikt geht, du, ich, wir haben die Entscheidung, ob wir in den Konflikt hineingehen, ob wir uns anstecken und stressen lassen oder nicht. Und ich weiss, es ist schwierig. Und es ist schwierig, dort loszukommen, gerade wenn jemand in so einer Spirale drin ist. Aber das Wichtige ist, dass wir das bewusst werden und den Konflikt loslassen. Und in die Akzeptanz kommen, es ist okay, dort, wo du gerade bist. Und du gehst Schritt für Schritt, bis du an dein Ziel kommst. Ein weiterer Grund für eine Disbalance kann sein, dass du im Moment vielleicht zu viel im Aussen bist. Dass du zu viel konsumierst, sei es auf den sozialen Medien, dass du deinen Fokus einfach zu viel bei anderen hast und dich gar nicht mehr spürst. Das heißt, du bist die ganze Zeit im Aussen, du bist die ganze Zeit im Reaktionsmodus und dementsprechend laugt es dich aus. Und wenn du natürlich nicht bei dir bist, nicht in deiner Mitte, erzeugt das extrem schnell eine Disbalance. Ein weiterer Punkt, den ich für mich entdecken durfte, vor allem früher, es ist enorm. Du kommst sofort in eine Disbalance, wenn du nicht deine Wahrheit lebst. Das heisst, stell dir jetzt mal vor, du machst ständig etwas, das nicht dem entspricht, was dir eigentlich entspricht. Etwas, das nicht aus deinem Potenzial entspringt. Etwas, das du einfach machst, damit es halt gemacht ist. Ich weiss, ab und zu muss man Sachen machen, die vielleicht nicht totale herzresonant sind. Das ist mir bewusst. Aber dass du auch schaust, wo sprichst du zum Beispiel auch nicht deine Wahrheit. Wo sagst du immer ja, aber innerlich denkst du, nein, ich möchte das nicht. Und in dem Moment, wenn du nicht in deiner Wahrheit lebst, nicht von innen nach außen lebst, sondern das von außen einfach annimmst und das bejahst, dann entfernst du dich immer wieder von dir selber und so entsteht immer mehr Konflikt in dir drin. Weil dein Herz, deine Seele möchte dir etwas mitteilen und möchte sagen, hey, wir hatten eigentlich einen anderen Plan gehabt, weisst du noch? Wir wollten doch das und das machen. Und dann ab und zu im Leben, das kennen wir wahrscheinlich alle, kommen wir manchmal vom Weg ab. Und das ist okay. Das braucht es. Wir brauchen die Erfahrungen, um vom Weg abzukommen, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Was heisst schon richtiger Weg? Einfach, um wieder auf den Weg zu kommen und vielleicht wechselst du wieder einen Weg. Aber in dem Moment, wo du spürst, du lebst nicht deine Wahrheit, empfehle ich dir von Herzen, unternimm etwas. Fang an, wieder zurück zu dir zu kommen. Connecte dich wieder mit deinem Herz. Und ich weiss, es klingt immer so spiri-hiri-mässig. Los auf dein Herz. Es klingt so kitschig. Und ich weiss noch, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, shut up, Mann, reg mich nicht auf. So ein Scheissdreck. Aber ja, wenn man mal im Herz ankommt und es wirklich spürt, dann geht es gar nicht mehr anders. Ich weiss jetzt, was die Leute, die mir das damals gesagt haben, wollten sagen. Aber damals habe ich es einfach gar noch nicht verstanden. Und es ist auch okay, wenn dich der Satz nervt. Das dürfte dich auch noch nerven. Und vielleicht geht es mit dir aber auch total schon in Resonanz und es stimmt. Aber wenn du hörst, was dein Herz dir sagt, wenn du in die Ruhe kommst, zum Beispiel durch Meditation, durch ein heißes Bad, durch einen Spaziergang, einfach durch Stille und du wieder lernst, deine eigene Stimme zu hören und nicht mehr die, vielleicht, die unsere Eltern uns eingetrichtert haben, vom Chef, den du momentan hast, vom Partner, von Kollegen, sondern wirklich deine Stimme, dein eigenes Herz. Dann fängst du an, wieder einen Weg einzuschlagen, der dir entspricht. Wo du eben genau deine Potenzial lebst, wo du dann in Flow kommst. Ich habe jahrelang bin ich in einer Musicalschule gsi, wo ich total fehl am Platz war. Total. Dort ist es rein um Leistung gegangen.
Kunst, klar verstehe ich, dass man Kunst vielleicht ein Stück weit hat müssen bewerten damals, aber es ist darum gegangen, ja, singt sie jetzt den Ton so perfekt oder nicht perfekt, kommt da jetzt das Vibrato, im Schauspiel hat sie die und da Technik und im Tanzen hi, ha, ho, das Bein muss oben, der Kopf unten, der Bauch bestens drin und der Rücken oben. Meine Güte, es ist nur um Technik gegangen. Und mein Herz ist komplett verloren gegangen. Und durch das immer die Technik so bewertet worden ist und ich zum Beispiel ein Mensch bin, wenn man mich live sieht, ich bin einfach so ein Sonnenschein, ich habe eine Ausstrahlung und bin vielleicht technisch nicht so gut gewesen. Ja, ich bin mit Abstand die schlechteste Sängerin in dieser Klasse gewesen. Mit Abstand. Aber durch das, dass immer bewertet worden ist und ich so den Erwartungen auch nicht gerecht worden bin, habe ich angefangen, mein Herz zu verlieren. Ich bin verunsichert worden. Weil wer singt am Schluss? Eine Technik oder dein Herz? Dein Herz, oder? Welche Menschen berühren uns, die draussen singen? Eine, die perfekt ihren Ton singt? Oder eine, die aus dem Herzen singt? Und ich habe mich damals total verloren und bin total in dem Ding hinein, wo ich muss irgendwelche Erwartungen erfüllen und bin auf einen anderen Weg gekommen. Und für viele hat der Weg gestimmt und das ist super. Aber ich bin dort total untergegangen, weil mein Potenzial ist komplett abgedrückt worden und ich habe mich durch das verunsichert gefühlt und habe nicht mehr aufblühen. Und jetzt in meiner Berufung, sei es da im Podcast, ich kann schnurren, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich teile mit dir meine Wahrheit, meine Herzenswahrheit. Und auch an dieser Stelle, meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit. Es ist nur meine Wahrheit. Und ich tue dich mega gerne immer herausfordern. Und ich bitte dich auch, stell auch, was ich sage, in Frage. Stimmt es für dich? Und wenn nicht, ist das absolut in Ordnung. Das ist rein mein Weg und meine Wahrheit im Moment. Auch das kann sich wieder ändern. Und durch das habe ich, wie gesagt, den Herzenszugang dort verloren und darf ihn jetzt wieder integrieren. Wie gesagt, das heisst zum Beispiel im Podcast, in meinen 1:1 Coachings, da gehe ich total auf. Ich spüre den Menschen, ich kann dort die Fähigkeit von dieser Empathie leben. Oder ich bringe dieses Jahr noch eine eigene Comedy-Show auf den Markt. Ich habe eine Show kreiert, die meinem eigenen Herz entspricht. Nur meinem Herz. Es sind meine Jokes, es sind meine Lieder, die ich wählen kann. Und um das geht es. Es ist die eigene Farbe. Und wenn du natürlich, wie ich, aus so einer Schule kommst, der gehört zu Stage Entertainment, das sind die grössten Musicals wie Tarzan, König der Löwen und. Dort habe ich mich gefühlt wie so ein kleines Mannsgöckli in einem Produkt. Und du musst in das Produkt hineinpassen. Da hat es dann keine Möglichkeit gegeben für Entfaltung, für ein Zwinkern da und ein bisschen Glow dort. Oder ich habe mich einmal so gefühlt. Andere fühlen sich dort vielleicht wohl. Und jetzt, wo ich wieder in meinem Herz angekommen bin, mich mehr und mehr lösen von dem alten, du musst das technisch und das und noch besser und noch schneller, sondern wieder in Resonanz gehen mit meiner Herzenswahrheit, entsteht gerade eine Show, die ganz anderen Prinzipien entspricht und wo einfach ich bin. Und gewisse Leute werden es feiern und gewisse Leute nicht. Und um das geht es, dass du deine Herzenswahrheit wieder findest. Und das braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Ich habe lange gebraucht, bis ich da gelandet bin. Die mir auf Instagram folgen, ich glaube, wenn du schon ein Jahr zurückschaust, schon mal ein Jahr zurück in meine Posts gehst. Ich finde, es ist eine andere Frau da gesessen. Definitiv noch nicht gleich authentisch wie heute. Noch nicht gleich fest bei sich wie heute. Weil das ein Prozess ist. Und genau durch all die Punkte, die ich dir jetzt wirklich näher gebracht habe, kann es so schnell passieren, dass du in eine Disbalance rutschst. Bei mir jetzt zum Beispiel ist es wirklich gewesen, ich hatte das Gefühl, wow, jetzt muss ich wieder alle Erwartungen gerecht machen. Ich muss jetzt. Ich bin kurz in den Strudel reingekommen. Und dann habe ich gemerkt, stopp. Stop it. Nein, musst du nicht.
und habe jetzt zurück dürfen wieder in die Balance kommen. Wie komme ich in die Balance? Wie kommst du in die Balance? Und ich habe mir überlegt, was hilft mir und habe dir versucht, die Punkte jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen und dir die jetzt mitzugeben, damit du das für dich machen kannst, wenn du dich überfordert fühlst, dass du die kannst für dich jetzt anfangen anwenden. Der erste Schritt in meinen Augen ist immer das Bewusstsein. Dass du dir bewusst wirst, shit, irgendetwas ist nicht gut. Ich bin gestresst, ich bin gehetzt, ich hüpfe wie so ein bleicher Esel. Keine Ahnung, wie kein bleicher Esel. Du weißt, was ich meine, etwas stimmt einfach nicht. Das ist mal Punkt 1. Weil solange es dir nicht bewusst ist, kannst du ja auch nichts ändern. Und das Zweite ist der ganz wichtige Punkt, den ich vorher schon mal angeschnitten habe, ist die Akzeptanz. Dass man akzeptiert, dass du dich jetzt in dem Moment gerade überfordert fühlst und das ist okay. Es ist okay, wenn man mal das Gefühl hat, es ist alles zu viel. Und ich möchte dir da auch durch die Folge auch ein bisschen Transparenz in die ganze Instagram-Welt spülen. Weil auch mein Feed, ich gehöre auch zu denen, die sehr einen kleinen Feed haben, weil mir das extrem gut gefällt und das für mich auch eine Art ist von künstlerisch mich ausleben, dass es alles zusammenpasst. Das gehört zu mir, aber ich weiß und ich bin mir dessen bewusst, das kann ein total falsches Image vermitteln. Und darum ist es mir so wichtig, dass ich dir das auch sage, ich habe auch schlechte Tage. Nicht nur einen. Das ist total normal und es ist total normal, dass wir alle Krisen haben. Und das ist mir so wichtig, dass das auch dir bewusst ist, dass es nicht nur dir so geht, sondern es geht ganz vielen so. Und ja, ich weiss, man sieht es bei anderen nicht. Und ja, die Krisen werden weniger. Ich habe vielleicht nicht mehr so viele Krisen wie vor 3-4 Jahren. Aber ich habe definitiv noch schlechte Tage und mir ist auch mal alles zu viel. Und ich sitze wie ein Häufchen Elend am Boden und denke, schön. Das Wichtige ist einfach, dass man nicht wieder rauskommt. Und dann, vielleicht am Anfang brauchst du 3 Monate, um aus einer Krise zu kommen. Dann 3 Wochen, dann vielleicht 2 Wochen, dann 5 Tage und irgendwann einen Tag und irgendwann in 10 Minuten erkennst du es, akzeptierst es, spürst es, switchst es. Und das ist ein Training. Bist doch ein bisschen geduldig mit dir. Das heisst, der erste Punkt, bewusst werden und dann Akzeptanz. Akzeptiere, dass du gerade jetzt dort bist. Weil wenn du es jetzt bewusst wirst, okay, dir ist bewusst, fuck, ich bin voll in Disbalance, ich bin gestresst, und du dich dann noch zusätzlich dafür abwertest, du Mongo, du checkst wieder gar nichts, du checkst es einfach nicht, logisch bist du wieder gestresst, einfach nichts im Griff. Das hilft natürlich nicht. Das macht alles noch viel schlimmer. Und ich kenne es, ab und zu wertet man sich dann noch ab. Aber das bringt in dem Moment nichts. Und wir dürfen lernen, in dem Moment das einfach zu akzeptieren. Okay, es ist jetzt so und jetzt kann ich etwas ändern. Tipp Nummer 2. Du dir wieder ganz viel Zeit für dich einberechnen. Was mir wirklich geholfen hat und warum ich glaube mittlerweile sehr schnell wieder aus einer Krise rauskomme, im Gegensatz zu früher, ist, weil ich eine ganz klar strukturierte Morgen- und Abendroutine habe. Ich habe mir ein Gerüst gemacht, das für mich selbstverständlich ist. Egal wie es mir geht, ich mache Yoga, ich journale, ich meditiere und ich mache Atemtechnik. Das gehört einfach dazu. Das ist wie so für mich Zähneputzen. Und dort ist es so wichtig, dass du herausfindest, hey, was tut mir gut. Und wenn du das noch nicht weißt, ist okay. Dann empfehle ich dir einfach mal auszuprobieren. Probiere mal geführte Meditationen aus. Ich kann der Meditation so fest das Herz legen, weil du fängst an, dich selber kennenzulernen. Du kommst in die Ruhe, dir wird so viel bewusst, der Kontakt mit dir selber entsteht. Also meditieren, meditieren, meditieren. Und auch dort ist es herausfinden, vielleicht brauchst du eine geführte Meditation und jemand durch dich leiten. Oder du hast vielleicht einfach gerne Ruhe und bist einfach in der Stille mit dir selber. Vielleicht ist aber Meditation für dich auch auf einem Ross, in dem du reiten oder joggst. Meditation muss nicht gleich Meditation auf dem Sitzkissen sein. Oder auf dem Stuhl und Hommi. Wie das irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Gurus, Klischees uns vorleben. Nein, das ist
Das muss nicht so sein. Meditation hat verschiedene Formen. Für viele ist Sport Meditation, Säckeln, weil der Kopf dort mal ein bisschen leerer wird. Meditation für mich ist lediglich, dass du dir bewusst wirst über das Jetzt, dass du einfach in den Moment kommst. Dass du nicht denkst, was muss ich nachher noch machen, was habe ich vorher schon gemacht, sondern du kommst jetzt im Moment. Und du kommst zu dir zurück. Und das ist alles. Und in dieser Ruhe fängst du an zu spüren, was du brauchst. In dieser Ruhe fängst du an, den Kontakt mit dir selber zu pflegen. Und dann fängst du an zu spüren, okay, vielleicht, Antonella, müsste ich mal ein bisschen mehr Sport machen. Mein Körper hat zu wenig Auslauf. Du fängst an zu spüren, was dir fehlt. Vielleicht mache ich gerade zu viel Sport. Ich darf mir mal eine Massage gönnen oder einmal in der Woche ein Bad einladen. Dass du dort anfängst, den Kontakt mit dir selber aufzunehmen. Und so entsteht Heilung, Tag für Tag, Meditation für Meditation. Und auch dort, wenn Meditation für dich neu ist, gib dir Zeit. Auch ich habe beim ersten Mal meditieren definitiv nicht gerade hom gemacht, sondern also meine Gedanken, es ist der Speedy Gonzales, wow, der Speedy Gonzales in sich gsi. Der ist hin und her gesäckelt sich in meinem Kopf. Also von Ruhe war da keine Spur. Aber es wird ruhiger und irgendwann findest du den Zugang. Einfach dranbleiben. Und auch wenn du geführte Meditationen machst, probier Sachen aus. Wenn dir meine Meditationen gefallen und dir meine Stimme gut tut, Hammer, das freut mich. Aber auch wenn nicht, dann nimm jemand anders. Es gibt tausende Leute. Such dir die Person, die für dich richtig ist. Vielleicht brauchst du einen Mann, vielleicht brauchst du eine Frau, vielleicht brauchst du es auf Zürichdeutsch, dass es neu ist. Vielleicht ist es aber auch okay, wenn es auf Hochdeutsch ist. Such da für dich etwas raus und vertrau dem. Und dann such weitere Sachen für dich, die dir gut tun. Vielleicht wird dir Yoga gut tun, Sport, schwimmen, weiss der Kuckuck was, irgendetwas, was dir gut tut. Das ist wirklich sehr individuell und ich habe da auch keine Zauberformel. Aber das Wichtige ist, dass du etwas für dich findest, was dir gut tut und du das täglich in deinen Alltag einbaust. Dass du die Pausen hast, dass du dich immer wieder bewusst kannst mit dir connecten. Und nur schon, wenn du auf 5 Minuten eine bewusste Atmung machst, meine letzte Folge ist ja eine SOS-Folge, 7 Minuten Atemtechnik, dann mach die. Egal wo. Sitz auf die Scheisse bei der Arbeit, stöpsel dich mit dem Oropax Ohrenstöpsel rein und dann machst du es so. Es hat immer eine Möglichkeit. Also das Wichtige ist wirklich, dass du wieder zu dir kommst und dir erlaubst, du bist es wert, dass du dich erholst, dass du bei dir ankommst, dass du Zeit für dich hast. Und in dem Moment, wo wir wirklich Zeit für uns haben, kommen wir auch in die Ruhe und dann spüren wir auch, hey, möchte ich das überhaupt noch oder möchte ich das nicht mehr? Und erst dort entsteht die Ruhe in uns und dort können wir auch dann Entscheidungen treffen, die eben zu unserem Herz führen und nicht gegen unser Herz. Aber solange wir im Aussen sind, schaffen wir es ja gar nicht, uns zu spüren, hey, was möchte ich überhaupt umsetzen? Das heisst, such dir wirklich Sachen aus, die dir helfen. Und wenn du jetzt auch sagst, hey Antonella, kannst du mir bitte deine Morgenmeditation mal detailliert teilen? Mega, mega gerne. Schreib das auf Insta von mir aus in der neuesten Folge. Ich poste immer dort auch ein Video in die Kommentare. Bitte zeig uns deine Morgenroutine oder schreib mir ein E-Mail hello@inspireyourself.ch oder eine Nachricht auf Instagram. Es gibt ganz verschiedene Wege, mich zu kontaktieren oder auf meiner Webseite www.antonella-bodytucci.com und dort kannst du mich dann kontaktieren und dann schaue ich, dass ich eure Wünsche umsetze. Und in dem Moment, wo du mehr und mehr wieder zu dir kommst und dir das gönnst, kommst du in die Ruhe. Das heisst auch heute. Vielleicht ist das jetzt gerade morgen, vielleicht ist es Abend, wann auch immer du die Podcast-Folge gerade hörst. Gönn dir einen Moment heute für dich, für deine Ruhe.
Und dann kommst du auch wieder aus dieser Disbalance raus und die Überforderung im Aussen kommt nicht mehr. Es ist ganz spannend. Du darfst wirklich das so erkennen, wie alles, was im Aussen passiert, möchte dir etwas sagen und etwas zeigen. Und ab und zu ist es etwas Scheissehaftes und denkst, was willst du jetzt? Wieso fühle ich mich jetzt gerade so? Es zeigt dir einfach lediglich, du bist gerade nicht bei dir. Und dann kann man so schnell switchen von erkennen, Akzeptanz, okay, ich bin gerade genervt, gestresst, whatever. Akzeptieren, loslassen den Gedanken und wieder etwas dagegen machen. Abgehen spazieren, meditieren, spörteln, ein Buch lesen, was dir halt gut tut. Und das Wichtige ist aber, dass du dir eine Routine baust. Etwas, wo du dich daran hebst. Dass die Me-Time immer Priorität hat in deinem Alltag. Weil das ist das, was dich zurückholt. Weil sonst passiert genau das, was ich jetzt nochmal erleben darf. Ich bin in dieser Ferien und alles ist gut. Und auch in der Ferien habe ich meine Routine gemacht. Und ich aber zurückgekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ja okay, jetzt muss ich meine Routine ein bisschen kürzen, weil ich bin jetzt 2 Wochen nicht rum gewesen, alle wollen irgendetwas von mir. You better work. Nein. Klar tut man Sachen erledigen. Aber meine Routinen sind das sind die mir Kraft geben, den Raum geben, den Boden geben. Und wenn du dir die nicht nimmst, dann kommst du in die Disbalance hinein. Und ich rede nicht von 3 Stunden am Morgen. Bei mir waren es 15 Minuten am Anfang. Mittlerweile stehe ich lieber eine Stunde vorher auf und mache eine Stunde Morgenroutine, weil ich weiss, wie viel mir das gibt. Vielleicht kennst du es. Du stehst vielleicht am Morgen auf. Was machst du am Morgen? Stehst auf. Wenn es gut kommt, isst du etwas. Wenn die meisten essen nicht einmal etwas, dann sich schnell anlegen, schnell draussen Zähne putzen. Die Frauen schminken sich vielleicht noch. Der Mann, vielleicht rasiert er sich noch, zack, aus der Tür. Du bist nicht einmal kurz in dem Moment gekommen, wie habe ich geschlafen, wie geht es mir. Du bist null in dem Moment gekommen, wo du mit dir selber connected hast und bist dann im Aussen. Du gehst dann aus der Tür, BAM! Und dann konfrontiert dich der Chef oder die Freundin oder der Freund oder irgendeiner findest du immer, der dir irgendetwas in den Kopf schmeißt oder einfach etwas von dir will. Es muss nicht einmal etwas Negatives sein. Aber das Wichtige ist, dass du zuerst mal dich ankerst bei dir. Dass du in dir stabil bist. Das sage immer wie ein Baum. Und wenn der Wind kommt, der Wind kann kommen, und die Äste fliegen hin und her und die windet mit, aber das grösste Baumstamm, der steht. Und der Baumstamm bist du. Und das ist deine Arbeit, deine Struktur. Für mich sind das meine Routinen. Und wenn du dir mal eine Routine erarbeitet hast, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen scheisse, aber wenn du sie mal hast, es ist Gold wert. Glaub mir, es ist Gold wert. Und dann kannst du so viel mehr im Leben handeln und mit so viel mehr Gelassenheit umgehen. Und darum der Reminder an mich selber auch und an dich. Lass uns selber priorisieren. Und auf uns gut achten, uns gut schauen. Und erst dann können wir aufblühen, unsere Projekte umsetzen, schöne Liebesbeziehungen führen. Dann, wenn du bei dir bist und deine Bedürfnisse kennst. Ja, meine Lieben, eine lange Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel Erkenntnis gehabt. Oder auch hoffentlich nur eine. Und dass es dir helfen konnte und du dich, für dich das eine oder andere hast rausnehmen und jetzt für dich kannst umsetzen. Und wirklich nochmal von mir. Alle haben herausfordernde Tage, alle haben herausfordernde Zeit, das ist okay. Werte dich dafür nicht ab, dich überfordert zu fühlen. Wir sind alle im gleichen Boot. Und ab und zu ist das Boot in Ruhe am Chillen auf dem Wasser. Und ab und zu klopft es und tätscht, oder? Und die Hurenwellen.
ja, strömen damit fast bis ins Boot. Aber man kann auch das Wasser aus dem Boot wieder rausschaufeln und wieder für Ruhe sorgen. Und ich sage das immer wieder gern, das ist der Fluch und das Segen. Der Fluch ist, du kannst niemand anderem Schuld geben. Du kannst nicht sagen, ja, wegen dem fühle ich mich nicht gut. No. Darum für Opfer, Leute, die gerne in der Opferhaltung sind, ist das ein bisschen scheisse zu hören. Aber da ich weiss, dass du nicht zu diesen Leuten gehörst, sonst wirst du nicht meinen Podcast bis dahin hören. Ich weiss, dass du etwas möchtest verändern. Und das ist das Sagen. Wie geil! Du hast es in der Hand. Wir können es ändern. Du kannst das Wasser aus dem Boot wieder rausschaufeln. Stück für Stück, bis es wieder frei fliessen und fahren auf dem Wasser. So schön bist du da gewesen. Ich schicke dir ganz eine feste Umarmung. Ich freue mich wie immer von euch zu hören. Auf Insta, auf den Rezensionen, ganz egal wo. Mich berühren eure Feedbacks immer enorm. Und auch an dieser Stelle, auch ich habe Momente, wo ich am liebsten aufgeben will. Und einen grossen Beitrag leistet ihr definitiv, indem ihr mir so herzige Nachrichten schreibt immer, wo mir so unter die Haut gehen und ich dann immer eins ablatsche. So, das ist so schön. Und das gibt mir auch Mut und so das Durchhaltevermögen, wenn ich mal anschmeißen würde. Auch wenn ich es nicht machen will, es hilft. Es hilft wirklich. Darum danke. Danke von Herzen. Danke für deine Zeit, für dein Vertrauen. Und wie gesagt, nächstes Wochenende bereits. Krass, ich freue mich so. Am 22. und 23. Mai mache ich einen Workshop. Endlich kann ich euch wieder live sehen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie fest ich mich freue. Ich muss schauen, dass ich schlafen kann vor lauter Freude. Und zwar mache ich einen Workshop, wie gesagt, zum Thema noch mehr bei sich selber ankommen. Ich werde mit euch meine Tools, meine Tricks, meine Erfahrungen teilen. Einfach das, was mir geholfen hat. Und wir werden das in wunderschönen Samstagen machen. Ich wohne ja auch hier draussen. Voll in der Natur. Es ist immer am Morgen um 10 Uhr bis am Abend um 6 Uhr. Und wir werden, wie gesagt, Tools lernen. Es ist eine mega coole Gruppe. Es sind jetzt schon 14 dabei. Stand jetzt. Und ja, wenn Corona bleibt, dann hat es nur noch einen Platz. Also falls du dir den noch möchtest ergattern, freue ich mich von dir zu hören. Auch dort schreib mir gerne auf Insta oder geh kurz auf die Webseite und fülle das Formular aus auf www.antonella-patitucci.com. Ja, ich freue mich von dir zu hören und happy Weekend. Genießt es.